Aha, und was sucht ihr da? «Ha, ha, ha!» lachen die Piraten wieder und die blutige Kralle sagt: «Seit 7 Jahren suche ich auf allen 7 Meeren den schwarzen Jack. Ich will seine prächtige Pistole, den kostbaren Säbel, das goldige Fernrohr und die Schatzinselkarte. Hast du etwas davon in seiner Kaihütte gefunden?» «Leider nicht», sagt Lisa und zieht schnell den Bauch ein und versteckt ihre Hände mit dem Säbel und der Pistole auf dem Rücken. «Du lügst!» schreit die blutige Kralle und holt mit dem Armstumpf aus. «Stopp!» ruft Lisa. «Frauen und Kinder werden nie geschlagen. So lautet eine alte Piratenregel. Oder hast du in der Piratenschule nicht aufgepasst?» «Hä?» fragen die blutige Krallen erstaunt. «Ja klar, wer gegen Piratenregeln verstösst, den nennen alle nur noch Weichei. Willst du etwa in Zukunft blutiges Weichei heissen? Wer hat denn da noch Angst vor dir?» brummeln die Piraten und auch die blutige Kralle brummt. Plötzlich fällt Lisa ihren Papagei ein. «Was habt ihr eigentlich mit dem Herrn Müller gemacht? Wisst ihr denn nicht, dass es auch eine Piratenregel für Papageien gibt?» «Hä?» fragt die blutige Kralle schon ganz wütig. «Willst du uns etwa an der Nase herumführen?» «Nein, denk doch einmal nach. Gehören Pudel, Meersäule oder Elefanten etwa auf ein richtiges Piratenschiff?» «Nein, niemals!» ruft die blutige Kralle und sein wilder Haufen. «Genau, aber Papageien. Also, wo ist der Herr Müller? Oder soll ich euch alle Weicheier nennen?» Die blutige Kralle denkt und denkt. Das dauert bei ihm immer ein bisschen länger. Und endlich meint er: «Also, Weicheier, wilde Haufen, lasst den Vogel frei!» Einer der Piraten holt den Herr Müller aus seinem Sack und löst den Strick, mit dem sein Schnabel zugebunden ist. «Du bist ein toller Wachposten», flüstert Lisa verrückt. «So, wir haben alle Piratenregeln eingehalten. Jetzt will ich den Säbel und die Pistole, und zwar die du hinter deinem Rücken versteckt hast.» «Wirklich?» fragt Lisa hilflos, denn jetzt fallen ihr keine Ausreden mehr ein. «Ja, und das goldige Fernrohr und die Schatzkarte wollte ich auch haben.» «Die habe ich nicht», sagt Lisa und zieht ihren Bauch noch weiter ein. «Fesselt sie!» schreit die blutige Kralle wütig. «Wenn sie nichts verraten will, schmeissen wir sie zu den Haien ins Meer. Und der Vogel kommt ab in die Pfanne. Ich habe nämlich Appetit auf bratnige Papagei.» Die Piraten machen alles, was die blutige Kralle gesagt hat, und fesseln Lisa. Sie schaut die Knöpfe an und lacht. «Könnt ihr nicht besser fesseln?» Sie bewegt ihre Arme und Beine, dreht sich 3-mal im Kreis und da lösen sich Knoten und alle Stricke fallen am Boden. Das hat sie nämlich in der Piratenschule gelernt. Die Piraten aber wundern sich. «Besser fesseln? Wie denn?» «Los, ich zeig's euch», sagt Lisa und bindet den Pirat am Mast an und erklärt: «Das ist der Haifischknoten.» Der Pirat kann sich nicht mehr rühren. «Toll!» staunt die blutige Kralle. «Kennst du noch andere Knöpfe?» «Klar.» Der nächste Pirat fesselt sie ans Ruder, der dritte an die Ankerkette, der vierte an eine Kanone. Und zuletzt bindet sie die blutige Kralle an ein Pulverfass. «Das ist der Todesknoten», erklärt Lisa stolz. «Wenn du dich bewegst, reibt der Strick so fest am Pulverfass, dass es explodiert.» «Schön», stottert die blutige Kralle, denn er stottert immer, wenn er Angst hat. Aber jetzt bind uns wieder los!» Aber die Lisa lacht nur und schüttelt den Kopf. «Damit ihr mich ins Meer hineinrührt.» «Genau!» kreischt der Herr Müller. «Und mich in die Pfanne!» Das war nur ein Spass. Willst du nicht etwa heim?
Deine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Quatsch, ich will einen Schatz finden. Kennt jemand von euch die Papageieninsel? Wow, klar! Kreischte Herr Müller. Wow, da komme ich ja her! Die Lisa lacht. Ja, also dann los. Jetzt haben wir endlich ein Piratenschiff. Sie entern das Piratenschiff von der blutigen Kralle und dem wilden Haufen. Die Lisa setzt die Segel und nimmt das Ruder in die Hand. Und der Herr Müller sitzt auf dem Mast und ruft: Wow, Kurs Südwest zur Papageieninsel! Ein paar Wochen später kommt Lisa wieder in die Piratenschule. Gerade erzählt die Lehrerin den Piratenschülern, dass endlich die Bande von der blutigen Kralle in einem seltsamen, alten Frack verwünscht worden ist. Der blutige Haufen ist schon lange eine grosse Schande für alle Piratenkollegen, erklärt sie in dem Moment, wo die Lisa reinkommt. Du hast übrigens den Unterricht verpasst, meint die Lehrerin vorwurfsvoll zu der Lisa. Ja, aber ich habe viel gelernt, sagt Lisa und stellt eine Kiste Gold auf den Tisch. Außerdem habe ich eine richtige Schatzinsel gefunden. Wow, genau! Kreischte Herr Müller. Wow, und ich bin dabei gsi! Wow.